Partner vu Venio SRL präsentéieren Pol Äder 50 Leiit dem Kärtnews. Wir stellen schaut Kartingsmotor fir fin an der Kompetition benutzt gëtt. Gewählt hunne ich ein X30 Motor, dat ass een Markenschallersch Motor vun der Mark EME. Dat heecht allmensch soll deselvechten Motor hunn an der Kategorie. Gimmer ein bisschen op Stecker an, dat heecht hunn hai de Karte mat der Kurbelwell der Bärl an Kolven, mat der Zündung an der Kupplung, hai ass den Zylinder, mat zingen Iwerstreamkanäel, fir ha ganz gut gesäit. Mat Küllers, mat der Bougie, dann den Vergaser, an diesem Fall im Membranvergaser, dat heecht Benzinspumpe lass integriert, an Klappen. Auch ein wichtiger Punkt von engem Zweetakt, den man Klappe gesteuert gëtt, dats er quasi Tier fir an de Karte wat racken wat net racken. Fir bëssen mam Funktionament zu kommen, den Vergaser fängt man einfach mal an, dass den entsteht, wie viel Luft, Benzingemmisch überhaupt an den Motor könnt. Dann haben wir Klappe, die beim Überdruck am Karte zumachen, beim Unterdruck abmachen. Den entsteht, ob überhaupt ganz viel Luft Benzingemmisch racken oder nicht. Funktionament von einem Zweetakt als am Anfang ganz einfach, viel mehr einfach, wie die Leute das kennen aus dem Auto, wo alles Feiertag ist, wo man Nockenwerk geschafft wird, wird viel mehr kompliziert. Das heißt ganz einfach, das ist so, dass von Luft Benzingemisch an der Karte erkennt, bei Unterdruck von der Kurven oben ist. Dann geht über die Überstreamkanäle, wenn der Kurvenruf geht, dann entsteht Überdruck, an die geht über die Fenster, wird der Benzin-Luftgemisch abgedrückt, von der Kurve rumkommt, entsteht eine Explosion beim Druck, wann Zündung Bougie zum Glehe bringt, dann explodiert der Kanst, der Kurve geht rum aufgedrückt und der Kanst geht von 4 un. Die Fenster, die wir hier gesehen, ganz gut. Also ein Fenster Hannen, da geht dann Gasen raus an den Auspuff. Voilà, da hat man einen ganz einfachen Abblick, wie überhaupt der Motor funktioniert. Wir haben hier eine Kupplung, eine Fliehkraftkupplung. Das heißt, bis in gewissen Touren geschieht nichts. Und der Motor kann einfach am Stand laufen. Wenn in gewissen Touren erreicht gehen, dann bewegt der Karte. Voilà, das mal dazu. Und dann Vergaser, ganz wichtig. In diesem Fall der springende Punkt, das ist, wir haben 2 Schrauben. Den einen Schraube entsteht, wie viel Benzin wir an ersten Touren beigehen, an die andere Schraube entsteht, wie viel Benzin wir an ähnlichen Touren beigehen. Die Schraube muss natürlich ganz genau stehen, wie das der Motor überhaupt funktioniert, wie er soll funktionieren. Assen zu moch, assen zu fettig, da geht dann ans PFL geht nicht gut. Wir müssen ja doch dann natürlich nachstellen, wie die Werte ist, ob mehr Sauerstoff an der Luft ist oder nicht. Voilà. Hier sind wir den Motor montiert. Das ist ein Motor, den 125 Kubik hat, nicht ungefähr 30 PS. Wir fahren mit einem ölig Benzingemisch, wo man Benzin normalen 91 wieder auf der Tankstelle kriegt. Wir machen 5 bis 6% Öl dran, für das sind Lager geschmiert gehen. Da gehe ich ein bisschen auf die Ausstellungen an. Natürlich mal den Luftfilter. Du hast einfach nicht mehr wichtig, dass es eine Proppe ist. Wir haben verschiedene Bougie, die wir benutzen können. Hängt vom Wetter, ob es warm oder kalt ist, wie warm wir den Motor kriegen.
Dann haben wir verschiedene Übersetzungen, die wir machen können. Das heißt, wenn wir den hünnechten Pinja an Lut gehen, dann sind wir mit kurz übersetzt. Es geht besser an den Keieren, dafür haben wir auf der Rita. Die Fische Pinja können wir auch ändern, das ist ganz genau der Konträr. Wenn wir mit groß gehen am Pinja, wird man mit schnell auf der Rita gehen. Und dann natürlich in das Wasser gekillt, wie haut das praktisch all Motto am Kartsport. Die ist mir 100 Kühle auf der anderen Seite. Hier haben wir ein Rido, wo der Pilot kann entscheiden, wie warm der Motor will haben. Da gibt natürlich eine gewisse Temperatur, wo der Motor muss haben, wie das in seine Lichtung hat. Der Pilot muss aufpassen, dass er immer an dem Fenster ist, dass er die ganze Lichtung kann aufrufen. Dann haben wir hier noch ein Sound, wo über den Bordcomputer der Pilot auch gesagt, wie warm die Aufgaben sind. Ganz wichtig für die Ausstellung vom Vergaser. Der Pilot kann ja während der Fahrt selber den Vergaser ausstellen. So kann auch an einem gewissen Fenster sein, wo sich ganz sicher ist, dass noch die ganze Lichtung wird. Dann haben wir den Auspuff, wo wir auch können nach gelenkt wie lang oder wie kurz machen. Auch wichtig, ob man den Drehmoment erst innen haben oder oben haben. An diesem Fall haben wir ein Motto, wo auch vorgeschrieben ist, Schalldämpfer zu benutzen. Das ist natürlich für die Kamedie ein bisschen zu dämpfen, weil er nur auf alle Pisten auf der Welt auch fahren kann, dass die Kamedie nicht zu hoch ist. Das ist auch ganz wichtig, also ein ganz wichtiger Punkt ist. Okay. Hier haben wir auch ein Motto, das einen internen Starter hat. Das heißt, der Pilot kann ein un- und ausmachen Motto, wie er will. Auf seiner linken Seite hat er zwei Knöpfe dafür. Dann gebe ich übergehen auf eine Abstellung, was die Karte betrifft. Ganz wichtig natürlich für die Darstellung zu finden, als den Bordcomputer, wo GPS hat, das heißt auch integriert Telemetrie wird. Ganz wichtig für die Darstellung zu finden, Piloten zu verbessern, für einfach Weiterentwicklung zu feiern, für einfach Daten zu finden, an die auch zu sammeln, auf die verschiedenen Strecken, mit den verschiedenen Piloten. Dann, was Ausstellungen angeht, fängt man viel mit dem Fischenträ an. Wir haben hier Exzentren, wo man den Fischenträ Nullauf gehen oder Nullauf wegholen, negative Stürze machen, positive Stürze machen, alles, was eben wichtig ist, für das Chassis anzustellen, auf die verschiedenen Strecken, Wetterkonditionen, an die verschiedenen Pneu, die gefahren gehen. Dasselbe können wir machen mit der Hecht. Wir können das Chassis Rob an den Ruf setzen, dasselbe können wir mit der hintersten Achse auch machen. Wir haben hier eine Abhängung, wo wir können stabil dran, natürlich das Chassis mehr steif machen oder mehr Müll machen. Da können wir breit noch ändern. Ganz wichtig, zum Beispiel am Reef, wo wir ganz breit. Am Drüsten geht es ein schmul. Da haben wir noch verschiedene Positionen, die ich erstellen kann. Dann haben wir die Hinnisch-Achse auch ganz, ganz wichtig. Da gibt es verschiedene Härten. Das heißt, wir können die ganze Achse ausbauen und einen anderen Herd abbauen. Auch ganz wichtig für die Erstellung von der Technik von der Strecke auf. Dann haben wir den Sitz, wo wir auch eins in eine andere Position setzen. Ganz einfach für das Gewicht noch hier oder noch Hand zu bringen. Dann haben wir auch noch Breit, die man können Hand ändern. Das heißt, der Moje, wo das Rad montiert wird, da können wir mit schmul oder mit breit gehen. Wenn da bis die ganze Karte richtig angestaltet wird, da kommt natürlich der ganz wichtige Faktor, das sind Pneuen. Hier sehen wir ein Slickpneu von der Marke Comet, genauso wie es an der Kategorie Heilo benutzt wird mit dem Motto. Als relativ harte Pneu hat aber schon seinen Grip, sodass der aber schon gut Zeiten kannst machen, wenn man erstreckt vom Monrich, wo es da war an die 35er Zeiten könnt, wenn ihr bedenkt, Lokationskarte auf der selben Strecke, als dann über 10 Sekunden milieus. Alle die Faktoren spielen natürlich eine Rolle, Pneuen natürlich am meisten, wie Leute an allen Motorsportarten. Es ist natürlich ganz wichtig, dass der Pilot sein Pneu auf einer gewissen Temperatur hält. Das heißt, wir haben einfach normalerweise mit dem alten Pneu also 8 Grad. 8 Grad muss die Überfläche haben, höchstens, dass der Pneu gut funktioniert. Das hängt natürlich vom Pilot auf, ob man das auch gerieren kann. Das heißt, du musst genug fahren, dass die Temperatur nicht durch den Plafond geht. Geht sie durch den Plafond, geht weit über 8 Grad, baut natürlich die Grippe extrem auf. Wenn dann alles optimal ist, Darstellungen, alles erreicht sind, der Pilot gut ist, eine gute Zeit fährt, kommen wir auf Spitzengeschwindigkeiten, zum Beispiel zum Monrich auf der Kartingspiste von 120 km/h, was schon ziemlich schnell ist für so kleine Gefähre. Es gibt natürlich auch Strecken, wo man noch wie lange übersetzen, wo die doch wie lange ist, wo man bis zu 130 kriegen mit seinem Kart wieder Titan. Wir haben natürlich auch andere Kategorien, wie zum Beispiel Schaltkarten, die noch mehr per tun, die kriegen bis weit über 150 Stundenkilometer drauf, was ja aber für so ein kleines Gefähre schon erstaunlich schön ist. Hier haben wir Rebpneu, an der Kategorie sind auch Rebpneu erlaubt. Hier ist ein relativ milden Rebpneu.
wo ich noch gesagt die ganze Charakteristik Figur vom Pneu spielt auch eine Rolle, ob es eine Leistung bringt oder nicht. Da gibt ganz große Unterschiede von einem Typ und von einer Marke auf die andere. Natürlich ganz wichtig ist auch der Luftdruck, den kontrollieren wir praktisch alles. Immer wenn der Pilot eine Seance möchte, kommt er raus und dann wird der Luftdruck näher geguckt. Wir probieren da den optimalen Luftdruck am Warmen rauszufinden und dann dementsprechend am Kahlen, als Luftdruck natürlich anschaut, wenn ziemlich auf Blut geht, wird dafür, weil der Pneu warm wird. Paul, du hast die Kategorie am Kart gewechselt. An dat von der Kategorie KD an Kategorie National. Erzähl uns mal etwas darüber. Ich bin von der Kategorie KD an Kategorie National gewechselt. Durch ein paar Gründe, weil wir sind zu groß gehen. Weil es mir groß ist, weil der Chassis sich auch nicht verändert und die Kehren schafft auch nicht. Und da gehst du einfach ein bisschen mehr los, wie wenn es mir klein ist, dann kann der Chassis besser schaffen. Und ja, du sind bei den Größen und der National. Der Paul sieht auch kein Notdeel an der Kategorie National zu fahren. Ich hätte ja keine Jahr an der kleinen Kategorie fahren, aber ich bin direkt schon das Jahr in die Großkategorie gegangen. Lo hunne je Vierdeel, weil wenn die anderen nächstes Jahr kommen, dann ist das eine ganz andere Sache für die. Und ich bin da schon ein Jahr und das ist dann ein kleiner Vierdeel für mich. Am Anfang eine neue Erfahrung für ihn. Ja, natürlich, weil mit mir Großen, natürlich, die wissen schon ein paar Jahre, die sind schon ein paar Jahre in der Kategorie, die wissen ein bisschen mehr und ich kann mich da einfach ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen ein höheres Niveau und da probiere ich mich da schaffen. Also ich sehe das schon als Vierdeel. Für den Polen sogar ein Vierdeel, für an der Kategorie National zu fahren, ob schon sei einer mit Großvitesse gefahren gehen. Also in der Kategorie KD sind G-Kraften erstens weil sie nicht so schnell laufen. Die laufen so 108, maximal wirklich 110, aber nicht mehr. In der Kategorie National da laufen sie 115 bis 120 auf schnellen Pisten. Und da sind G-Kräfte schon ganz anders, aber da passen ich mich einfach dabei hin.